löst für allem das Problem von den Pendlern, weil sie da können, wo sie fortfuhren, hier am Land, am Mestig oder am Süden oder an der Grenzregion, können am Zug sitzen bleiben, am Prinzip an der Stadt rausklammen, wo dann die verschiedenen Rehen irgendwie enke fixiert gehen. Das ist also kein Umklammen, das ist ein direkter Weg von daheim auf den Arbeitsplatz an, respektive auch für die Leute, die in der Stadt ankaufen gehen. Was noch für den Metro respektive eine innerirdische Lesung schwätzt, das resümiert sich mit dem Wort Lebensqualität. Das ist eine Idee, die mir sehr aus. Wir kriegen dafür Männer Auto, nicht nur an der Stadt, aber auch rund um die Stadt, wenn der öffentliche Transport attraktiv ist. Da fuhren noch mehr Leute mit dem Auto daheim stehen, also dann noch Männer CO2. Und wir kriegen mehr Platz an der Stadt, den Blick, wenn wir nur in der Stadt durchfuhren, da fuhren Männer Bussen an der Stadt, da fuhren an der Regel auch Männer Auto, und dann haben also mehr Möglichkeit für Verkehrsberuhigung und mehr Lebensqualität an die Stadt heranzubringen. Die sich am meisten über den Tram aufregenden Moment, das sind Leute am Gera Quartier, mir an der neuen Avenue. Es sind das Leute, die da wohnen, es sind auch Geschäftsleute, die jahrelang werden mit den Nuisanzen von einem Tram-Chantier müssen leben. Ein Argument, das gut nutzvollziehen ist. Wir kriegen noch mit dem Zug in der Stadt durch kein Chantischer durch ganz Stadt, wir kriegen punktuell Chantischer an der Stadt. Bekannter, wenn wir giffen, die Tramhöhle kriegt man riesige Chancen durch ganz Stadt. Wenn laut Kächte für ein Metro ubelangt eng innerirdische Lesung, so kriegen wir von den Verfechter von der Tram ganz tags gesagt, die gäbe zu teuer gehen. An den Tram also nie billig. Allerdings wird auch ganz tags mit falschen Karten respektive mit halben Wohlrichten operiert. 150 Millionen Euro kriegen wir gesagt, sollten Tram kosten. Muss ich allerdings wissen, dass da just Freien für die Schienen und für die Türverleitungen dran enthalten sind. Alles das Nebenkosten, von denen wird nicht geschwärzt. Zu den Nebenkosten gehört zum Beispiel Doprappen von den Straßen, Verleihung von Infrastrukturen, Wasserleitungen, elektrische Leitungen. Dazu gehört aber auch nach all die Brücken, der Albrick zum Beispiel, die Neubrick, die müssen verstärkt gehen. Von denen Freien wird nicht geschwärzt, sie gehören allerdings an den Park dazu. Für den Schummerplan, also die innerirdische Lesung gegen Kosten, da das 4 Jahre enke vom dämolischen Transportminister Henri Greten ausgerechnet ging, nämlich 1,2 Milliarden Euro. Wenn zur Konklusion könnt, dass den Zug Lesung als für als Probleme zu lesen, an den Tram nicht, dann ist den Tram immer zu teuer, egal wie billig, dass den Ausfällen das Problem nicht löst. Und dafür meinen wir, dass den schon einfach muss für dich gucken, was von den Ideen das Problem löst, wenn in der Universität ist, dass das den Zug ist. Da sind wir der Meinung, dass in das muss man. Ob lo Tram oder Metro, das egal wie eine Jahrhundertinvestition, und da so mehr als RDR für das Jahrhundertinvestition müssten die Leute am Land alle Gute gefragt gehen, an der über ein Referendum. Gefragt gehen allerdings an toute connaissance de cause. Und das ist dann eine zweite Forderung, zu der wir auch dabei drohen, nämlich dass man diskutiert wird über die 2 Möglichkeiten, Tram oder innerirdischen Zug. Eine Diskussion, die bis heute an dem Sinn nicht richtig gefordert ging. Für das können wir der Diskussion beteiligen, rund sich den Internetseite von RER, das ist ganz einfach, den www.rer.lu. Nicht immer an der Stadt Lützeburg geht im Moment aber von einem Tram gedreht, mehr auch an der Stadt Esch. Geht es dem LSAP-Transportminister noch, respektiv seinen sozialistischen Bürgermeisterkollegen zu Esch an zu Sussem, da soll 2020 Südtram rollen, auch der Projekt, mit dem der DR nicht kann aufhängen. Also wenn man vom Tram an der Stadthalle mengen ist so hinlänglich bekannt. Du hast die Meinung von unserem Bezirk, von unserer Sektion genau dieselbe wie die auch als zentral vertritt, das ist ja auch ein bisschen logisch. Was den Südtram anbelangt, da muss ich sagen, dass das so eine Idee ist, wo die Initiateure selber sagen, dass es 2020 und geht dann auch vielleicht 25 oder mehr spät. Das sind Ideen, die vielleicht nicht verwerfen sollen, aber wo in im Moment doch noch nicht soll drin unhängen. Für den Moment ist es viel mehr wichtig, dass die anderen Regionen, die Funktionäre von Transport, dass die funktionieren. Da geht es einerseits den CRL, den angeschlossen ist, und frischen Hai, wo die auch schon am Gang ist, gebaut zu gehen, was ganz wichtig ist. Und dann ist es für uns als ADR prioritär, dass eine direkte Tramsverbindung mit einem Leichttriebwagen, also für Personentransport, von der Stadt Lützeburg direkt rauf an Frischen feiert. Aber man so von der Stadt auf Bellwald, da so mal eine direkte Umbahnung vom Universitätszit Lampertsburg auf den Universitätszit Esch.
Das wäre als primordial, da das ganz wichtig, dass das realisiert wird. Da kann man sich ja vorstellen, dass mit der Uni, die wir hier hinkriegen, ganz viele Studenten an der Stadt schon wollen Lampertsburg, zum Beispiel an den innerirdischen Zug, den du Mist kommen, also Meinung nur Racklammen, und da praktisch nicht mehr mit Engelkehr umsteigen bis an frischen Rack kommen. Auch die anderen Leute, die hier hinkommen, für anzukaufen, für spazieren zu kommen, haben eine wunderbare Möglichkeit, für auf dem direkten Weg an als Frischen zu kommen. Wenn ihr das später hier will ausbreiten, besteht da bestimmt gar keine Schwierigkeit, für nur links oder rechts oder auszuweichen, an die Reso zu vergrößern. Ob Metro oder Tram, wichtig bleibt für uns eine direkte U-Bahnung von der Stadt auf Esch, und das ohne den Umweg Escher Gär. Die innerirdische Lösung, die muss kommen, eine andere Möglichkeit sind wir nicht, die realistisch wäre. Und dann ist eben das Projekt, das wir schon für Jahre publik gemacht haben, und die noch eigentlich als für der stammt, dass wir von der Stadt aus Landstautobahn mit einem Personenshuttle an Frischen zu kommen. Op de Frische vun Arbeit Belval geschieht im Moment ganz vieles. Dazu gehören noch derbecht nun den Erlen Heijiewen. Die soll jo zum Deele herle bleiben als Monument dans la Cité, wie es heißt, als Industriedenkmal. 40 Millionen Euro soll das ganz kosten, wenn es dann dummer da durchgeht. Dabei kommen nämlich für die ersten 30 Jahre nach einmal 1 Million Jahre für den Sitz zu erhalten. Von Anfang an wird bekannt ist, dass dieses Projekt realisiert wird, da die Erde geht. Das ist eine Installation, die heute nicht mehr gebraucht wird, an die ihn eigentlich sollte aufrappen, und das nicht nur Steuerzölle für diese Installation mit viel Gelder, mit 14 Millionen Euro instand zu setzen, nehmen wir als Kulisse bei den Frischen Hai zu erhalten. Es gibt natürlich auch Argumente dafür zu sagen, kommt, man muss die Heijiewen erhalten. Wenn man die Argumente so liest, dann stellt ihr fest, dass sie größtenteils emotional sind, aber mit Rationalität wenig zu tun haben. Das ist richtig, wir haben Generationen von Leuten, die über Jahrzehnte viel geschafft, für ihr Leben zu verdienen, dass bei denen Leuten eine gewisse Nostalgie aufkommt und dass dadurch Erinnerungen bei denen Leuten erweckt, das ist selbstverständlich, das ist auch ganz legitim. Wir haben noch ganz großen Respekt für diese Leute, sogar ganz großen Respekt. Wir haben um Installationen, die nicht mehr gebraucht gehen, für nicht mehr zu verwenden sind. Das soll auch kurz nicht verkauft, sie geht zu daher für sie aufzurappen. Und schlussendlich hat Lützeburger Volk die geschenkt. Das ist aber ein Cadeau empoisonné, da sind die nächsten Generationen noch ganz viel Suche wert kosten, und dafür können wir mit dem Projekt nicht einverstanden sein. Das ist sicher, dass das für als Jugend nicht schlecht wäre, für einen Anschauungsunterricht zu haben. Muss ich aber auch sagen, dass die Sit hier noch immer belebt ist. Hier geht es nach einem Schmelz, hier ist nicht alles zu und alles vom Erdboden verschwunden, sodass ich nicht unbedingt auf die zwei Erlheijewen zurück muss greifen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Hier war auch ein Sit mit der Ressource Belval, den ihn auch als Unterrichtsmaterial kennt, wo aber das Interesse viel Männer groß ist, aber wo auf der anderen Seite auch Freie, nämlich eine kleine Bruchteil von denen heute Freie ging ausmachen. Aber wenn wir von Freie schwätzen, dann muss man sich wirklich vorstellen, ob es mit den 40 Millionen Euro getan ist. Weil du lesen wir zum Beispiel an der Nummer 3 2008 vom Informationsblatt vom Fonds Belval von Blecher die Plätze war Schuss nach 1 bis 3 mm dick führen. Das ist also nicht im Sus, da den Haut das Schild darunter im Teijieven gesagt, aufrappen oder an die Luft sprengen, das für alle Fall viel mehr sicher, viel mehr billig, auf jeden Fall auch mehr rationell gewirrscht.